Vielleicht ein kurzer Ausblick auf die nächsten 2 Jahre. Ich meine, es sind noch 2 Jahre in dieser Legislatur. Die Regierung erzählt, dass sie an der Recht mehr, was sie nicht mehr wollen umsetzen, wie das, was sie noch wollen umsetzen. Ich habe just noch gesagt, was aus ihrem Wahlprogramm da alles schon gestracht wird. Also die Steuerreform wird gestracht, ambitiöse Klimaschutz wird gestracht, Transparenz, das ist auch irgendwie die Lüften und Fenstern abrappen, das man auch irgendwo vergisst, weil wir nicht an einen Teppich kaufen, die nicht so sehr bombieren, wenn etwas drin erkehrt. Also, ich habe gefühlt, dass die Regierung als Moment präpariert für die Erwartungen der Fülle von ihrem Wahlprogramm so klein wie möglich zu schrauben, während sie auf der anderen Seite schon probieren, dann dynamische Förderung nach einem Wahlprogramm zu schreiben für die nächste Kehr. Bei uns ist ganz klar, der Markt hat gesagt, wir bleiben bei dieser Förderung, der Staat mehr muss bauen und der Staat muss über öffentliche Promoteuren das als Mietkauf zur Verfügung stellen. Wir sagen immer von den 10 Euro den Meter Carré, das ist natürlich plakativ. Der Markt hat gesagt, es gibt Plätze, wo es möglich ist, für mich billig zu bauen. Die 10 Euro sind nicht als ein irrwichtiges Zeit zu verstehen, wie ein Nünnechte. Da verstehen wir nicht, wie verschiedene Leute sind immer so, und das kann ich nicht bezahlen. Wir haben Rechenbeispiele zu Marktpreisen, mit den Terranspreisen zu Marktpreis abkaufen. Und zwar Bauterrain, und wir sprechen nicht von Terrain, die wir als Ackerland kaufen und dann noch reklassieren müssen. Wir sprechen von Bauterrain, wo es heute 1,2 möglich ist, für mit einem Rendement für 10 Euro Meter Carré zu verlangen. Dementsprechend, dass das nicht als ewigste Zeit zu verstehen, wie als sinnigste Zeit. Wir sind in einer Krise. Wir sind an mehr wie einer Krise, wir sind an einer Logementskrise, wir sind an einer Klimakrise und wir sind an einer Gesundheitskrise. Wir sind auch noch an einer Inegalitätskrise. Wir haben immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die jetzt sich nicht leisten können, um Leben zuletzt bestehen zu können. Das ist zum Teil, wenn es dann Logement, das ist auch zum Teil, wenn es als einem ökonomischen Tissu, den wir hier haben, aber leider nicht wie neidisch Januar gesagt wird, in den letzten 15, 20 Jahren, wo du Versicht geht, für als Weiß zu machen, Jipveri kein Startup kriegen. Jipveri kann nur Startup gehen, das ist ein Märchen, die dann gibt. Wir brauchen Berufe aus allen sozioökonomischen und sozioprofessionellen Schichten. Und die Ökonomie muss hier, und wir brauchen hier einen Ortenangriff vom Staat für die Naturreize zu schaffen. Zum Beispiel kann den viel mehr, anstatt nur eine kleine Solarkooperative zu investieren, wie das in Kloturme so gemacht wird, muss den einen nationalen Plan für Solarzellen auf all Dach, wo es möglich ist, schaffen. Das ohne zusätzliche Kosten für Proprietären oder Lokatäre von den Gebäuden, das kann rentabel sein für die Stadt. Das kann rentabel sein für die Pensionspreise. Und wir geben den nötigen Strom produzieren, den wir brauchen für 20, 35, wenn da kein Verbrenner mehr soll gehen, als E-Auto zu betreiben. Wir müssen den Strom irgendwo produzieren, weil sonst gehen wir aufhängig schon Katten um ein Tiange. Das ist ja auch so ein Märchen. So nicht mehr, wir wollen Katten um ein Tiange zu machen. Wir Piraten werden die Stecker noch zählen. Problem ist, Standhaut, haben wir die Schwachheit zu Lützeburg, wenn wir gucken, wenn wir selber produzieren, zwischen dreckigem Kohlestrom aus Deutschland oder Atomstrom aus der Belgien oder Frankreich. Da helfen die paar Wandmühlen, die wir abgerichtet haben, und die paar Solarzellen, die wir wieder abgerichtet haben, nicht wirklich dabei. Das ist auch hier brauchen wir, und das wäre eine Opportunität für unsere Ökonomie. Das wäre eine Opportunität für die Leute, die Männer qualifizierte Arbeitsplätze sichern, für die können angesetzt sein. Wir müssen bei der Steuerreform die innersten Salären entlasten. Wir müssen bei der Steuerklasse 1 und 1a Progressivität mit spät aufhängen und dafür mit weit fortfahren. Zum Beispiel, indem in die Leute, die mehr wie 500.000 € pro Jahr verdienen, 9,1 Prozentpunkt mehr Geld belasten. Wir müssen Kapital mehr besteuern, wie wir das heute machen. Die Schere zwischen der Kapitalbesteuerung und der Salärsbesteuerung geht einfach immer mit groß ab. Und das ist für mich nicht zu verstehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man so dazu unterschiedlich sind. Weil am Ende vom Tag landen die Suchen nämlich eine Bank kommt und am Ende vom Tag gehen die Suchen nämlich ausgehen. Wir müssen die Schere bei ihnen fällen.
Und da brauchen wir konsequent handeln, da kein gesundes Reden mehr. Der Klimaschutz ist, der Datenschutz ist, der Logementskrise ist. Wir müssen die nötigen Konsequenzen sehen. Zum Beispiel am Klimaschutz, wir werden nicht irgendwie heisch, wir dafür eine negative CO2-Steuer. Das gibt so ausgesehen, alle Citoyen, alle Kontribuable kriegen am Anfang vom Jahr ein Montant X an Steuerkredit, auch die keine Steuererklärung haben, kriegen einen Steuerkredit für das Budget und CO2, die ich übrigens hat zu beschwert. Für den Rest geben wir CO2-Steuer durchsetzen. Das gibt bedeutet, für jeden, der aus seinem Budget bleibt, keine Mehrbelastung. Für jeden, der gut spurt, den zieht nach so raus. An die polluieren, die wirklich CO2 verbrauchen, verbitzen, die müssen bezahlen. Ohne Ausnahme. Das muss Kleinsaläre entlasten. Leute, die sowieso nicht viel produzieren, weil sie sowieso nicht viel Hufvier zu produzieren, müssen entlastet gehen. Und die Deck, die mengen sie müssen mit einem Auto fahren, den 18 Liter auf 100 verbraucht, weil rein theoretisch 300 Kilometer auf der Autobahn kann fahren, noch von einem 130er erlaubt ist. Aber die soll dann noch für den Verbrauch bezahlen. Genauso ist es für die, die mengen sie müssten 3 Mal am Monat an den Flieger klappen. Die sollen für das Verbitzen von Ressourcen bezahlen. Die einmal oder 2 Mal an die Vakanz fliehen, wo der an ihrem Budget mal dran ist, müssen nicht belastet werden. Dafür sei es Propos eine negative CO2-Steuer, die dafür mehr konsequent ist, sobald sein Budget aufgebraucht wird. Konkrete Mesuren am Platz für so das Reden.